Ich möchte eine Frage stellen, komm zurück. Ja. Bist du bekifft? Ehrliche Antwort. Geht dich nichts an. Also es ist nur, ich wollte schauen, ob ich schon die Expertise habe, das zu erkennen. Ich sage jetzt mal, du bist nicht bekifft. Nein, ich bin voll nüchtern. Du bist voll nüchtern, okay. Ich bin Jesus, verstehst du? Du bist der Jesus? Ja. Oh mein Gott. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Video von der Cannatrade RMS, was sich nur um Cannabis dreht. Ich würde sagen, fangen wir einfach gerade mal an. Wie heisst du? Nico. Wieso hast du eine Brille an, Nico? Hat so seine Gründe. In welchem Kanton würdest du sagen, kifft man am meisten? Zürich. Okay. Bist du Zürcher? Ja, Okay. Jetzt im Allgemeinen, klar ist, jeder Zweite kifft. Wirklich? Jeder Zweite. Nein. Jeder Zweite. Also das ist schon extrem. Klar ist es... Das ist ja Wahnsinn. Eine kleine Kultur, ja. Nein, ich glaube, ich kann an 2 Händen abzählen, wie viele Kollegen ich habe, die nicht kiffen. So. Was ich natürlich mir immer wieder überlege, an was erkennt man denn so einen typischen langjährigen Kiffer? Kleidung. An der Kleidung? Ich denke es fast, ja. Bist du einer? Ja, langsam schon, ja. Langsam schon, bist du eine? Ja, mal langsam auch. Wow, den typischen Kiffer gibt es nicht. Da gibt's nicht. Nein, ein Kiffen von den Tätowierten, wie man sieht. Das sind die Besten, Jungs. Das sind die Besten, die vollgenagelten. Du bist Schweizer? Ich bin ein Schweizer, ja. Hinter der Kamera steht übrigens Michaela, sie hat Instagram und ist gerade unten verlinkt. Okay. Was sollte man einem typischen Kiffer nicht sagen, wenn er bekifft ist? Gibt's gar nicht. Man kann alles sagen eigentlich. Okay. Bist du bekifft? Ja, momentan schon, ja. Wirklich? Ja. Junkie. Was? Junkie. Junkie, okay. Also es sind ja eigentlich keine wirklich harte Drogen in dem Fall. Nein, definitiv. Ja, bin ich auch der Meinung. Kiff mal weniger. Weil das hat eh keinen Sinn. Decke sind. Was passiert, wenn man sagt, kifft mal mehr? Sowieso, ja sicher. Dann wird er zur Dampfwalze. Ist so, ja. Ja, dass alle Kiffer verhängt sind, weil es ist halt schon nicht so. Es gibt schon die, die damit umgehen können und die es nicht können, oder? Ja, ob ich einen Tag überleben könnte, auch wenn ich keins hätte, das ist eine blöde Frage. Und gut, die blödeste Frage, die immer gestellt kriegt, ist, ob man das auch waschen kann oder ob ich das am Abend müsste rauskommen und morgens wieder reinmachen. Das Leben kann so lustig sein, aber ich weiß nicht, was los ist. Ich habe mega Hunger. Man sagt ja immer, dass die Leute, die kiffen, auch ein bisschen dümmer sind wie der Rest der Bevölkerung. Und wir wollen das mit diesem Video widerlegen, darum jetzt ein paar Quizfragen. Was ist die Wurzel von 81? 9, Was ist 9 im Quadrat? 81. Richtig. Wie lautet der Satz von Pythagoras? A Quadrat plus C Quadrat gibt C Quadrat. Was ist die Wurzel von 81? Oh shit, nein, keine Ahnung. Wurzel von 81. Ey, ich bin im Rechnen nie, glaub mir. Ich habe keine Ahnung. Was ist 4 im Quadrat? Ja, wie gesagt, Rechnen verwirrst du falsch. Was ist 4 plus 3? Wow, 4 plus 3, 7. Also, schau, Rechnen ist ja gut gegangen. Eben. Und warum landen Meteoriten immer in einem Krater? Das weiß ich nicht. Okay. Wie kannst du dir das erklären? Also das ringsum, Entschuldigung, Ja, warum landen sie immer dort drin? das weiß ich nicht. Ich einfach, ja, weiß nicht. Ja, ich meine, das Leben ist kompliziert, oder? Ja. Richtig, und die letzte Frage, bitte buchstabieren wir das Wort Schweiz. Also Schweiz. S-C-H-I-E-I-N-Z. Scheins. Ohne N. Schweins. Schweins. Hast du etwas anderes buchstabieren? Schweins mit A wahrscheinlich. Kannst du mir, ich check eins nicht, ich bin hier angekommen und seitdem habe ich die ganze Zeit Hunger. Warum? Weil du nichts zum Morgen gegessen hast. Ja, das denke ich, genau das ist's. Das ist's.